Der schönste Tag im Leben soll sie sein, die Hochzeit, die Verbindung zweier Menschen vor dem Gesetz und für einige auch vor Gott. Doch so schön die Liebe auch beginnt, sie muss nicht unbedingt schön enden. Knapp 40% aller Ehen werden in der Schweiz geschieden. Warum heiraten dennoch so viele? Und wie lässt sich der Bund fürs Leben mit Würde beenden, wenn es schief geht? Darüber spreche ich heute mit Helene Klar. Die Rechtsanwältin vertritt seit mehr als 40 Jahren Scheidungswillige vor Gericht und findet Heiraten noch immer eine gute Idee. Herzlich willkommen, Frau Klar. Guten Tag. Ja, Frau Klar, Sie gelten als gefürchtetste Scheidungsanwältin Österreichs. Passt Ihnen diese Zuschreibung? Sie amüsiert mich. Ich bin nicht wirklich furchterregend. Und ich denke, wenn man als Frau so bezeichnet wird, dann bedeutet das offenbar, dass man von einer Frau doch nicht erwartet, dass sie sich für ihre Klienten auf die Füße stellt und versucht, das Bestmögliche für die zu erreichen. Und vielleicht kann ich dazu sagen, dass ich ja eher ein ruhiger Mensch bin, eine leise Stimme habe. Also das donnervolle Auftreten vor Gericht ist nicht meins, aber ich habe halt eine gewisse Beharrlichkeit und mit der habe ich möglicherweise mal die Gegner überrascht, weil sie sich gedacht haben, sie blasen mich weg und das ist dann doch nicht so leicht gegangen und dadurch habe ich dann diesen Ruf mir erworben als furchterregend. Sie machen das ja auch tatsächlich schon seit 40 Jahren und Sie sind sehr erfolgreich. Dabei haben Sie diesen Beruf ja nicht wirklich gesucht, sondern Sie waren Mitglied der SPÖ in Österreich. Ja, und Sie waren in der Frauenrechtsbewegung aktiv, waren eine emanzipierte Frau. Nein, stimmt das nicht ganz? Am Rande. Ich habe mich natürlich dafür interessiert und wie ich jung war, also ich bin 48 geboren, ich war im Jahr 68, 20. Da war es ziemlich schwer, aufgeschlossen zu sein und nichts von der Studentenbewegung mitzukriegen. Und natürlich, ich habe schon meine Studienzeit, also meine Schulzeit vor allem, mit den Mitschülerinnen, wo eigentlich die Väter alle Kriegsteilnehmer waren, und den Lehrerinnen, die mindestens beim BDM waren, wenn nicht Schlimmeres, habe ich schon als ein bisschen miefig und belastend empfunden und habe mir dann schon als Studentin erwartet, dass ich bei den sozialistischen Studenten den Anschluss an die Freiheit finde. Ist mir dann leider nur so zum Teil gelungen, weil die sozialistischen Studenten waren damals äußerst revolutionär und mit so Kleinigkeiten, die mich interessiert hätten, haben sie sich nicht abgegeben, sondern haben eher gedacht an die Weltrevolution. Welche Kleinigkeiten hätten Sie denn interessiert? Andere Studienbedingungen. Und vor allem waren sie engagiert gegen den Vietnamkrieg. Und da konnte wiederum ich nicht mit, weil dadurch, dass mein Vater in Amerika in der Emigration war und von 40 bis 47 in Amerika gelebt hat, bin ich natürlich aufgewachsen mit einer sehr pro-amerikanischen Haltung und an Demonstrationen, wo man amerikanische Flaggen verbrannt hat, konnte ich einfach nicht teilnehmen. Konnten Sie nicht, weil Ihr Vater enttäuscht gewesen wäre? Oder das haben Sie nicht übers Herz gebracht? Ich habe selbst gewusst, dass wir unsere Existenz dem Umstand verdanken, dass mein Vater in Amerika Zuflucht gefunden hat. Also ich würde aufstehen, wenn die amerikanische Hymne gespielt wird, und ich würde sicher nicht zuschauen, wie eine amerikanische Fahne verbrannt wird. Das wäre absurd, nicht von meiner Herkunftsgeschichte her. Das gilt auch noch für heute? Jetzt werden keine Fahnen mehr verbrannt und jetzt fordert mich niemand mehr auf, an Demonstrationen teilzunehmen. Aber ich glaube auch, das gilt bis heute doch, ja. Wenn Sie gerade die Geschichte ansprechen, das ist ja tatsächlich für Sie, glaube ich, auch für Ihre Biografie sehr bedeutsam, dass Ihr Vater ja schon Anwalt war.
Ja. Und dass er als jüdischer Anwalt sofort gezwungen war. Bekommen Genau. hat im Jahr 38. Und im Jahr 39 ist es ihm gelungen, nach England zu entkommen und eben dann von England in die USA. Und dann kam er zurück, als das österreichische Justizministerium dann auch gesagt hat nach dem Krieg, man hätte gerne die Anwälte zurück. Ja, das war ein sogenannter parteiloser Justizminister, der hatte den Anstand, die emigrierten jüdischen Rechtsanwälte einzuladen, dass sie zurückkommen. Und davon hat mein Vater Gebrauch gemacht und ist also im Jahr 47 nach Österreich zurückgekommen. Dann haben meine Eltern sofort geheiratet und im Jahr 48 bin ich zur Welt gekommen. Also dann ging es sozusagen Schlag auf Schlag. Und wollten Sie denn auch Jura studieren? War für Sie Ihr Vater ein leuchtendes Vorbild und Sie dachten, ich möchte mal das Gleiche machen? Mein Vater war für mich ein leuchtendes Vorbild, aber Jus studieren wollte ich trotzdem nicht. Das war mir zu fad und zu trocken und ich hatte immer eine große Liebe zur Literatur, zum Theater und allen derartigen schönen Dingen. Und das war für meinen Vater aber ein No-Go, dass ich irgendetwas studiere, womit nicht sichergestellt ist, dass ich mich erhalten kann. Weil mein Vater war bei meiner Geburt 44. Das ist heutzutage, denken da viele Männer erstmals darüber nach, ob sie Kinder haben wollen, aber mein Vater hat das immer als schrecklich empfunden, dass er so relativ alt ist im Verhältnis zu mir und seine Sorge war immer, dass er mich unversorgt zurücklässt und daher wollte er, dass ich etwas Praktisches studiere und seine Idee wäre gewesen Pharmazie. Ich habe nur leider überhaupt kein Interesse oder ein bisschen Interesse natürlich für Naturwissenschaften, aber es ist eindeutig nicht meine Begabung gewesen. Die war immer mehr im sprachlich-geisteswissenschaftlichen Bereich. Und nachdem wir uns da eben nicht einigen konnten, was ich studieren soll, habe ich dann halt doch Jus gemacht. Das ist so eine Redewendung. In Wien studierst du oder machst du Jus? Und ich habe halt Jus gemacht. Aber ich muss sagen, rückblickend bin ich auch mit meiner Berufswahl sehr zufrieden. Naja, auf jeden Fall sind Sie sehr erfolgreich. Verkehrt war es ja bestimmt nicht. Und wenn wir noch einmal zurückgehen jetzt zur Frauenbewegung, weil ich das ja so eingeführt habe und Sie gesagt haben, naja, so ganz stimmt das nicht, aber Sie erzählen doch in vielen Interviews mit Ihnen, dass die Genossinnen Ihnen dann Frauen geschickt haben, die scheidungswillig waren, die eben auch eine Anwältin wollten. Ich war natürlich dann schon, ich war immer ein politischer Mensch. Es war ja auch meine Herkunftsfamilie. Mein Vater war ja auch schon ein sehr glühender Sozialdemokrat. Und natürlich war ich da geprägt und hat auch meinem Vorstellungen von einem gerechten Leben entsprochen. Nicht? Aber Sie haben sich als Juristin dann eben eingesetzt, als Anwältin und wurden auch gebeten von der damaligen Frauenministerin 1982, eine Broschüre zu verfassen. Mittlerweile gibt es ein Buch von Ihnen, Scheidungsratgeber für Frauen, gibt es bereits in 3. Auflage. Frau Klar, wenn wir vielleicht jetzt in die Gegenwart wechseln. Wieso ein Scheidungsratgeber für Frauen heute? Das klingt ja so ein bisschen so, als wäre ein Scheidungsratgeber für Männer was anderes. Ja, obwohl man es natürlich reziprok lesen kann. Und ich auch zu der ersten Broschüre von der Donal immer gern erzähle, dass Johanna Donal mein Manuskript hat gegenlesen lassen von ihrem Chauffeur. Weil der musste ja immer lang auf sie warten, wenn sie irgendwo war. Und der hat das immer gelesen, um einerseits zu bestätigen, dass es verständlich ist und andererseits nicht gehässig gegen Männer. Also das muss man natürlich bei so etwas immer beachten. Und genauso stehe ich zu dem Scheidungsratgeber für Frauen, dem kommerziellen, von einem Verlag herausgegebenen, dass es keine antimännliche Kampfschrift ist, sondern wirklich eine sachliche Information über die Rechtslage, Hinweis auf Probleme, die bei Scheidungen entstehen und wie man sie am besten löst. Und Sie sagen ja aber schon, Frauen haben noch spezifische Schwierigkeiten immer noch, nach wie vor unter der Scheidung. Sie sagen auch in gewissen Texten von Ihnen,
Frauen leiden öfters als Männer unter romantischer Verblödung. Was ist romantische Verblödung? Ja, dass Frauen vielleicht doch etwas mehr als Männer. Ich meine, es gibt immer auch Männer, die ähnliche Verhaltensweisen zeigen, aber doch deutlich weniger. Dass Frauen sehr gutgläubig sind beim Heiraten und sich eigentlich nicht vorstellen können oder wollen, dass sich das Verhältnis zum Mann einmal ändert und daher sehr viel Vorausleistungen erbringen in Erwartung einer lebenslänglichen guten Ehe. Und da bietet ihnen aber nachher das Gesetz sehr wenig Hilfe, wenn sich diese Erwartungen nicht erfüllen. Aber warum denken Sie, Frauen hätten mehr von dieser Verblödung, um es böse zu sagen? Ich meine, man könnte ja sagen, gerade Sie als Feministin müssten doch eigentlich nicht paternalistisch auf die Frauen blicken, sondern davon ausgehen, dass Frauen heute genauso selbstbewusst darüber nachdenken können, worin willige ich eigentlich ein? Frauen sind ja nicht einfach Opfer. Frauen sind nicht Opfer, aber Frauen sind doch eher diejenigen, die die Kinder kriegen. Der Beitrag des Vaters zum Kinderkriegen ist ja ein relativ bescheidener und den Rest muss ja doch die Frau erledigen. Und daher ergibt sich aus dieser Rolle der Frau, sofern sie Mutter wird, ergibt sich natürlich eine gewisse Einschränkung ihrer sonstigen Lebenschancen in dieser Phase. Und da führt es dann halt einfach dazu, dass die Frau, weil sie eh schon zu Hause ist, dann auch gleich alle anderen alten Rollenmuster übernimmt. Also wenn schon der Mann jetzt der Alleinverdiener ist, weil die Frau in Karenz ist, dann ist doch klar, dass sie die ganze Haushaltsarbeit macht und dass natürlich nur sie nachts aufsteht, wenn das Kind schreit, weil ihr er seinen Schlaf braucht, weil ihr er am nächsten Tag wieder arbeiten gehen muss. Das ergibt sich alles so scheinbar zwangsläufig. Und es hat sich aber in der Zwischenzeit auch, glaube ich, empirisch feststellen lassen, dass dieses Rollenmuster dann, wenn es einmal so gekippt ist, nie wieder geändert wird. Innerhalb einer Beziehung? Ja, also das heißt, auch wenn die Kleinkindphase vorbei ist, ist noch immer die Frau diejenige, die kocht, wäscht und bügelt. Und wenn sie arbeiten geht, dann muss halt ihre Berufstätigkeit sich den familiären Verpflichtungen unterordnen. Aber Sie machen diese Arbeit jetzt seit 40 Jahren. Haben Sie nicht das Gefühl, dass sich die Rollenverständnisse doch irgendwie zugunsten von Gleichstellung verbessert haben? Oder sind Sie da pessimistisch? Ja, ganz im Gegenteil. Also das hat sich enorm verschlechtert in den letzten Jahren. Also da waren die Frauen vor 40 Jahren wesentlich emanzipierter teilweise. Und außerdem war es auch damals leichter, muss man objektiv sagen. Nicht? Vor 40 Jahren hatten wir noch Vollbeschäftigung oder 45 Jahren, wie ich da Anwalt geworden bin, hatten wir noch Vollbeschäftigung und eine Frau, die gar nicht gearbeitet hat, hat ihren ehemaligen Chef angerufen und gefragt, ob sie wiederkommen soll. Und eine Frau, die halbtags gearbeitet hat, hat den Chef gefragt, ob sie ganztags arbeiten soll. Und der Chef hat jedes Mal freudig Ja gesagt. Und jetzt arbeiten hochqualifizierte Frauen Teilzeit. Und wenn ich frage, ob sie statt 24 Stunden nicht vielleicht wenigstens mal 30 Stunden arbeiten könnten, damit ihr Einkommen und auch ihre spätere Pension dadurch ein bisschen besser werden, sagen sie, na jetzt nicht, aber in 2 Jahren geht vielleicht eine Kollegin in Pension, vielleicht dann. Also es hat sich am Arbeitsmarkt enormes verändert und was man auch nicht ausblenden darf, es sind die Wohnungskosten explodiert. Also in den 70er und 80er Jahren gab es zumindest in Wien noch einen großen Bestand an Altbauwohnungen, natürlich nicht in erstklassigem Zustand, aber zu relativ geringen Mieten. Und herrichten konnte man sich ja dann so eine Bruchbude selber nach Maßgabe der Mittel.
Jetzt hat man überall fabelhaft entkernte und revitalisierte und ich weiß nicht was Wohnungen zu Preisen, die sich kein Mensch leisten kann. Und das macht dann die Situation der Frauen unter Umständen wahnsinnig schwer. Ja, wahnsinnig schwer, dass eine Frau sich scheiden lässt, weil der Mann sich nicht am Haushalt beteiligt oder sie mit Geringschätzung behandelt oder was ich da vor 40 Jahren hatte, wo es mir manchmal ein bisschen übertrieben vorgekommen ist. Meine Frau mir mal gesagt hat, mein Mann hat für sich und die Kinder frische Badetücher ins Badezimmer gebracht und für mich nicht. Und daraus habe ich erkannt, dass ich für ihn eigentlich nicht existiere und warum soll ich mit dem weiter zusammenleben. Also das kam mir schon vor 40 Jahren ein bisschen überkandidelt vor, deswegen habe ich es mir wahrscheinlich gemerkt. Aber auf die Idee, glaube ich, würde heutzutage eine Frau überhaupt nicht mehr kommen. Das ist jenseits des Möglichen, dass man wegen sowas eine Ehe hinschmeißt. Die Frage ist ja auch, wie denken wir überhaupt über die Ehe nach und auch über die Liebe nach? Und ich habe hier diese Kugeln mitgebracht, die beiden ineinander verhakten, miteinander zur Kugel verschmolzenen Menschen. Sie lächeln. Das ist natürlich sozusagen sinnbildlich für den Mythos der Kugelmenschen Aristophanes, der diese Geschichte erzählt im Symposion von Platon und erzählt, wie die Menschen als Kugeln durch die Welt gerollt sind und aufmüpfig wurden und der Gott Zeus die Kugeln gespalten hat. Und seither suchen wir unsere bessere Hälfte ganz verzweifelt. Das könnte ja ein Modell der Ehe sein. Wir suchen die bessere Hälfte, das romantische Ideal. Demgegenüber gibt es auch das ökonomische Modell der Ehe, das sagt, naja, eine Ehe, das ist eine Zweckgemeinschaft. Da gibt es eine Frau, die braucht in erster Linie finanzielle Sicherheit, ein Mann, der braucht in erster Linie Nachkommen und die tun sich zusammen. Lange Zeit hat dieses ökonomische Modell gegolten, dann kam das romantische Modell. Welches Modell ist das richtige, Frau Klar? Also, ja, ich denke mir, es gefällt mir nicht zu sagen, der Mann braucht Nachkommen und die Frau braucht ökonomische Sicherheit, weil eigentlich kann sich natürlich die Frau ökonomische Sicherheit ganz gut selbst verschaffen und die Frau hat auch Interesse an Nachkommen. Also ich sehe hier in der Verschmelzung der beiden Menschen so schön, dass er sich ansieht. Also da wird man ja ganz sentimental, wenn man sich diese ineinander verschmolzenen Liebenden ansieht. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass die Interessen völlig gleichgelagert sind. Beide brauchen beides. Jeder will ökonomische Sicherheit und jeder sollte eigentlich seinem Wunsch nach Nachkommen nachkommen können. Und was mich eben immer beschäftigt als Gerechtigkeitsfrage ist, warum die Erfüllung des Wunsches nach Nachkommen dem Mann so leicht gemacht wird und der Frau so schwer. Obwohl doch die Frau diejenige ist, die die Nachkommen in die Welt setzt, wird sie irgendwie für diese Fähigkeit bestraft. Und das, denke ich mir, hängt damit zusammen, dass wir doch eine patriarchalische Gesellschaft haben, wo man es eigentlich den Frauen neidet, dass sie diejenigen sind, die die Kinder in die Welt setzen und alle darauf aus sind, sie dafür zu bestrafen, für diese Fähigkeit. Wo sehen Sie diese Strafe? Ja, lesen Sie mal unsere Zeitungen. Also ich bin immer fasziniert, wenn ich den Wirtschaftsteil lese, wenn Ihnen irgendein Manager vorgestellt wird, der wahnsinnig tüchtig ist. Und dann steht immer, er ist ein toller Vater von 4 Kindern. Und meistens hat er die 4 Kinder nicht mit einer Frau, sondern mit mehreren nacheinander. Und wann ist er ein toller Vater, wenn er 70 Stunden in der Woche arbeitet, wie man dann zuvor gelesen hat? Also offenbar genügt es, dass man als Vater am Abend nach Hause kommt, den Kindern den Kopf tätschelt und sagt, geht schön schlafen. Und schon ist man ein guter Vater. Und bei der Frau ist momentan die Tendenz der Zuschreibung, also Frauen mit Kindern machen momentan eigentlich alles falsch.
Nicht? Sie rauchen vielleicht in der Schwangerschaft und sie stillen zu lang oder sie stillen gar nicht. Ist beides böse. Sie bleiben zu lang zu Hause oder zu kurz zu Hause. Sie können sich nicht von den Kindern lösen oder sie vernachlässigen sie. Und jedenfalls haben sie in ihrer beruflichen Karriere Nachteile. Und wenn sie arbeiten und sich um die Kinder kümmern, dann fühlt sich garantiert der Mann vernachlässigt und sucht sich eine andere. Und da sitzen dann junge Richterinnen bei Gericht und nicken eifrig mit den Köpfen, wenn dann der Mann schildert, wie er vernachlässigt wurde, weil sich die Frau nur mehr um die Kinder gekümmert hat und nicht mehr um ihn. Und abends zu müde war für Sex und schon wird die Frau geschieden und hat alle wirtschaftlichen Nachteile dessen und mittlerweile aber auch nicht mehr, sagen wir, als Kompensation eine ungestörte Beziehung mit ihren Kindern, sondern da kommen ja dann die Väter, die sich bisher nicht um die Kinder gekümmert haben, schnell drauf, dass es günstig ist, wenn sie nach der Scheidung die Kinder viel bei sich haben, weil dann zahlen sie weniger Unterhalt. Und genau finden es dann die gleichen jungen Richterinnen normal, dass das Kind am 24.12. mal da, mal dort sein soll. Und wir haben die traurigen Mütter, die am 24.12. allein zu Hause hocken, weil das Kind oder die Kinder sind beim siegreichen Vater seiner neuen Geliebten also das in scheint besseren so finanziellen Ihr Verhältnissen. Erfahrungshorizont zu sein. Interessant ist ja, ich stimme Ihnen völlig zu, es gibt zum Teil diesen sogenannten Backlash. Es gibt im Moment zum Beispiel den Hashtag TradWives, also von Traditional Wives, traditionelle Frauen oder Frauenbild abgekürzt. Und unter diesem Hashtag posten Frauen rund um die Welt oder aus den Industrieländern, wie sie wieder das traditionelle Rollenbild bevorzugen, wie sie tagsüber Kuchen backen und den Mann mit Schürze bekleidet abends empfangen und den Tee schon parat und den Kuchen und sie schauen zu den Kindern und so weiter. Nutzt es ihnen gibt aber auch diesen nichts. Backlash, aber zugleich habe ich auch in der Schweiz noch recherchiert, wie im Moment die gesetzliche Lage ist und mit allen, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, im Grunde genommen ist die Gesetzesgrundlage in der Schweiz eigentlich relativ fortschrittlich. Auch das Scheidungsrecht hat man viel für die Gleichstellung getan. Und umgekehrt, ich habe zum Beispiel auch Markus Teunert gefragt von männer.ch, das ist eine Männerorganisation. Und er hat gesagt, tatsächlich, die Rechtsprechung ist eigentlich sehr gleichgestellt für Mann und Frau. Allerdings kommt es oft dann, wenn es um die Frage der Kinder geht, wird es, wenn es Streit gibt, schnell den Zweifeln der Frau auch Rechnung getragen. Und Männer müssen auch aufpassen, dass man ihnen nicht plötzlich die Obhut für die Kinder entzieht, weil der Verdacht im Raum steht, dass sie irgendwie mit den Kindern nicht richtig umgehen. Also zuweilen haben auch die Männer einen Nachteil. Ja, das behaupten sie vor allem. Männer fühlen sich immer benachteiligt, sind es aber nicht. Also das sehen Sie nicht die so. Die Rechtslage, das ist in Österreich auch so. Das ist eben seit der Familienrechtsreform so. Wir haben eine erstklassige Rechtslage, die Männer und Frauen völlig gleich behandelt. Aber da zeigt sich eben, dass Recht und Gesetz, das ist ein Überbauphänomen. Und das nützt uns nichts, wenn Frauen formell gleiche Rechte haben, wenn sie gesellschaftlich nicht gleichberechtigt sind oder wenn ihre gesellschaftliche Besonderheit nicht berücksichtigt wird. Und natürlich finde ich diese traditionellen Frauen, die lieber Kuchen backen, finde ich natürlich furchtbar. Das sind die Überangepassten, die sich den Zeitströmungen anpassen wollen. Es nutzt ihnen eh nichts. Wenn sie mal 50 sind und vom vielen Kuchenessen aus dem Leim gegangen, sucht sich der Mann eh eine jüngere. Also, warum sind Sie so pessimistisch? Warum glauben Sie nicht an die Kugel? Warum denken Sie nicht, man kann gemeinsam? Ich bin nicht pessimistisch, ich bin geprägt von Erfahrungen. Und natürlich kenne ich aber auch ganz viele Frauen, die dieses traditionelle Rollenbild nicht wollen. Und die gerne ihren Beruf ausüben würden, aber die es eben nicht können, weil, und das ist in Wirklichkeit das ungelöste Problem, diese Betreuungsarbeit, die für Kinder
das ist ja kein Frosch, der weghüpft. Das ist ja eine Arbeit, die gemacht werden muss. Kinder können eben nicht von selber, sie wachsen nicht auf Bäumen, können sich nicht selbst versorgen. Für die muss gesorgt werden. Und nun bin ich sehr dafür, dass es gute Kinderbetreuungseinrichtungen gibt. Also in Österreich am Land haben wir noch viele Kinderbetreuungseinrichtungen, die um 12 Uhr mittags zusperren. Da ist jede Berufstätigkeit der Mutter unmöglich. Aber dass man jetzt die Kinderbetreuungseinrichtungen als Allheilmittel nimmt und sagt, wir brauchen längere Öffnungszeiten und alles wird gut, das stimmt ja nicht. Kein Kind will bis 8 am Abend im Kindergarten oder in der Schule sein. Aber die Arbeitszeiten sind so, dass Frauen im Handel, nicht Rechtsanwältinnen, die eine hohe Befriedigung aus ihrer Tätigkeit haben und auch gut verdienen, sondern Handelsangestellte, die an der Wursttheke Wurst aufschneiden, müssen bis 8 arbeiten. Wann sollen die sich um ihre Kinder kümmern? Also in Wirklichkeit haben wir eine Entwicklung auch also in der Arbeitswelt und in der Arbeitszeit, die es zunehmend den Frauen immer schwerer macht, Beruf und Familie zu verbinden. Aber das wäre das eigentliche Ziel. Der Arbeitszeiten. Ja. Kommen wir zurück zur Ehe. Interessant ist ja, dass Sie, die eigentlich von den Scheidungen leben, kann man mal so sagen, sind eine Person, die Scheidungen eigentlich nicht empfiehlt. Sie sagen wortwörtlich, besser eine Ehe ohne Liebe als eine Scheidung ohne Geld. Ja, das ist natürlich eine überspitzte Formulierung, aber sagen wir mal, ich betrachte die Scheidung als die Blinddarmoperation, die man nicht mutwillig macht, solange Kamillendunstwiegel auch noch helfen würden. Also eine Scheidung bedeutet halt einfach, dass man auch nachher das Vermögen teilen muss. Und die Scheidung, die Ehe an sich ist ja eine ökonomische Angelegenheit, nicht? Es tun zwei Menschen ihre Arbeitskraft und ihr Einkommen zusammen und erhalten damit eine Wohnung. Genau, das reicht eben nicht. Es ist doch ein ökonomisches Modell. Und vielleicht auch ein Wochenendhaus, ein Auto. Und es geht ihnen dadurch relativ gut. Und wenn man das auseinanderschneidet, haben beide nachher weniger. Und daher sollte man sich das gut überlegen, ob das wirklich der notwendige Schritt ist und ob man nicht anderes tun kann, um das Zusammenleben besser zu gestalten. Aber Frau Klar, ich würde gerne eine andere Person noch einfügen, Thomas Maier. Thomas Maier ist bekannt geworden, vor allem mit seinem Buch über Wolkenbruch. Wolkenbruchs Tanz in die Arme einer Schickse, glaube ich, heißt das Buch. Wurde auch verfilmt. Und er hat ein Buch geschrieben, Trennt euch. Ein Trennungsratgeber im Grunde genommen. Und Thomas Maier sagt eigentlich das Gegenteil. Er sagt, lieber arm und allein als reich und nicht passend verbunden. Ich glaube, der war noch nie arm. Also, ich kenne das Buch nicht, aber es ist sicher so, dass wenn man unter dem Zusammenleben mit einem gar nicht passenden Partner so leidet, dass man psychosomatisch krank wird, dann ist es sicher besser, man trennt sich. Aber eigentlich ist das ja selten, weil eben meistens heiraten ja die Leute aus eigenem Antrieb, dass ein junges Mädchen einen Mann heiratet, den ja die Eltern vorgeführt haben, kommt ja heutzutage bei uns doch eher selten vor. Also irgendwas hat sie ja offenbar an ihm gefunden und er an ihr auch. Also irgendwann waren sich ja die beiden zumindest sympathisch, sonst hätten sie ja nicht geheiratet. Und da muss man sich dann schon überlegen, wieso ist davon dann nach 10 Jahren oft so wenig da und was ist schuld daran, dass es zwischen den beiden so wenig klappt. Und da habe ich den Eindruck, dass das also gar nicht an ihnen selber liegt, sondern an ihren Lebensumständen und an den Erwartungen, die sie aneinander und an das Leben knüpfen. Sie selber sind ja 40 Jahre schon verheiratet. Ja. Sind Sie glücklich verheiratet? Ich fühle mich schon ein bisschen angesprochen von dem Bild. Wie schön. Also, das sagen wir jetzt für Ihren Mann noch einmal. Ja. Er ist Politologe und Sie haben auch 2 gemeinsame Söhne, die schon erwachsen sind. Ja. Was haben Sie denn getan, dass es
bei der Kugel blieb und nicht gespalten wurde? Ja, also wir haben einerseits sehr ähnliche Auffassungen von den wirklich wichtigen Dingen im Leben. Und ich habe sicher bei meinem Mann Dinge gefunden, die ich selber nicht so habe und nicht so kann. Und umgekehrt wird es auch so gewesen sein. Also wir sind einander sehr sympathisch, ja, und haben immer gut miteinander auskommen können, was nicht heißt, dass wir nicht doch täglich darüber streiten, wer wo das Licht nicht abgedreht hat, das Gas nicht abgedreht hat, eine Zahnpastatube nicht zugemacht hat. Also das ist eigentlich immer mein Mann, der das alles nicht macht und ich ihn ankeife deswegen nicht und ihn stören wieder andere Dinge. Also wir haben sicher unser Quäntchen Streit jeden Tag, aber nie über wichtige Dinge. Und jetzt haben Sie gesagt, einer der Hauptgründe, warum Paare sich trennen, warum es zu Scheidungen kommt, ist, dass die zu viel arbeiten. Ein anderer Grund, den Sie wieder erwähnen, ist das zweite Kind. Ja, naja, also da wären wir ja auch das Gegenbeispiel, weil wir haben immer beide viel gearbeitet zum Beispiel. Und haben nicht? 2 Kinder. Und haben 2 Kinder, aber für uns war eben immer völlig klar, dass uns unsere jeweilige Arbeit wichtig ist und dass die für jeden einmal Priorität hat. Wenn mein Mann auf Dienstreise war, war er auf Dienstreise. Dann habe ich nie gesagt, könntest du nicht zum Elternsprechtag gehen? Warum bist du auf Dienstreise? Und wenn ich Verhandlung hatte, dann hatte ich Verhandlung. Dann musste ich in der Früh wegstürzen. Und er hat den Kindern das Frühstück gemacht. Also das war für uns immer vollkommen klar, dass unsere Berufe uns da keine Wahl lassen. Und wir haben uns das nicht gegenseitig zum Vorwurf gemacht. Und haben halt uns bemüht, die Hilfe, die wir gebraucht haben wir zum Teil in der Familie gefunden, vor allem bei meiner Schwiegermutter. Und zum Teil haben wir es halt zugekauft, indem ich, wie ich jung war, ungefähr das, was ich netto verdient habe, brutto für eine Kinderfrau gezahlt habe mit Nebenkosten und Sozialversicherung. Weil uns klar war, es wird nicht ewig dauern. Die Kinder brauchen nicht ewig Betreuung, aber berufstätig ist man bis zur Pensionierung. Also das heißt, wenn ich Ihnen zuhöre als Scheidungsanwältin und als lange verheiratete Frau, würden Sie jungen Paaren, die heiraten wollen, raten, beide sollen berufstätig sein, beide sollen sich um die Kinder kümmern, möglichst viel Gleichstellung. Sie sagen auch, gemeinsame Konten sind ungefähr so hygienisch wie geteilte Zahnbürsten. Das habe ich von einer lieben Freundin, die Ärztin ist, ja, die hat dieses Hygieneargument eingeführt. Habe ich mir gleich gemerkt, ist das den unhygienisch? Spruch. Ja, weil doch jeder sein eigenes Geld selbst verwalten sollte. Und natürlich sollte man dann auch gemeinsam das Leben gestalten und jeder zahlt halt, was er kann und was er hat. Aber dass der andere auf meinem Konto umrührt und dort abhebt, also das tut man nicht. Es ist auch, wenn wir gegenseitig mal uns mit Bargeldbeträgen aushelfen. Also keiner greift in die Brieftasche des anderen, sondern sagt, ich habe kein Kleingeld, ich brauche ein Taxi, hast du 10 Euro für mich? Dann, aber dieses Ideal der Liebe, die Kugel, das romantische Bild, ist das die romantische Verblödung, dass man dann am Anfang denkt, wir möchten doch alles teilen, das spielt doch alles gar keine Rolle mehr, mein Geld ist dein Geld und so weiter. Ist das verkehrt? Ich brauche mich um das nicht kümmern und er wird es immer gut mit mir meinen und ich kann mich ganz darauf verlassen, dass wenn ich nur Kuchen backe und abends ein gutes Abendessen mache, dann wird er mich noch wertschätzen, wenn ich 70 bin und am Stock gehe. So ist es halt leider nicht. Warum nicht? Ihre Erfahrung. Ja, also gilt immer noch Goethes Faust, nicht? Ein flinker Jung hat andererseits noch Luft genug oder so ähnlich. Nicht? Also Männer können sich leichter befreien von den Fesseln einer Ehe, die sie nicht mehr als Bereicherung, sondern als Fessel verbinden. Und die Frauen sind dann halt die Angeschmierten. Wobei es auch viele Frauen gibt, die gehen und man sagt, heute gehen eigentlich viele Scheidungen von den Frauen aus. Ja, es gibt es natürlich, ja.
Aber eigentlich, wenn überhaupt, wie gesagt, also dieser ökonomische Einbruch macht es Frauen ungleich schwerer, sich scheiden zu lassen. Wenn Frauen sich scheiden lassen wollen, dann haben sie in der Ehe einen Leidensdruck, wo sie dann irgendwann sagen, ich will einfach nicht mehr. Mhm. Aber wie gesagt, das war früher leichter, dass mir eine Frau gesagt hat, jetzt sind die Kinder aus dem Gröbsten heraus und jetzt bin ich draufgekommen, dass es nur einen gibt, den ich immer bedienen muss und den will ich jetzt auch nicht mehr. Das war also früher eine häufige Motivation für Frauen so um die 40, dass sie zu mir gekommen sind. Mhm. Das ist jetzt ohne dies schwerer geworden. Mhm. Bei Männern ist es fast immer die sich ihnen anbietende Alternative. Also selten lässt sich ein Mann scheiden, weil er von der Frau und den Kindern einfach genug hat. Wenn er nicht eine andere Partnerin hat. Also das heißt, Sie würden sagen, die Frau sucht oft die Selbstständigkeit, die Freiheit, nicht bedienen müssen, und der Mann Ihrer Erfahrung nach hat eine Affäre? Also fast alle Scheidungen, die von Männern ausgehen, auch dort, wo ein Mann, ich habe ja auch männliche Klienten, und es ist sehr interessant, dass mir Männer dann oft erzählen, was ihnen in der Ehe schon jahrelang nicht mehr gepasst hat. Und wo ich mir denke, das wären auch ganz gute Scheidungsgründe oft gewesen. Aber zu mir kommen tun sie dann doch erst, wenn es schon eine andere Interessentin für sie gibt. Also ein Mann hat mir mal gesagt, Männer denken in Alternativen. Also, weiß ich nicht, aber es deckt sich mit meiner Erfahrung. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass sich Männer nie so ganz definieren müssen über die Familie. Also für die ist die Familie ein Rahmen, wo es natürlich besser ist, es klappt alles und ist angenehm, als es herrscht Sprachlosigkeit und Unfreundlichkeit. Aber Männer sind doch meistens, haben zumindest den Beruf als zweites gleichwertiges Standbein. Das heißt, sie leiden vielleicht auch unter einem Missverhältnis in der Ehe nicht so sehr. Aber wenn sich dann auftut eine andere Partnerin, wobei das ja dann auch oft nur Illusion ist, weil der Alltag holt einen ja dann sowieso auch in einer neuen Beziehung ein. Das ist ja auch ein Grund, warum ich nicht so sofort allen zur Scheidung rate. Aber es gibt ja gar keine sozialwissenschaftliche Forschung, wie zufrieden Leute in ihrer zweiten Beziehung überhaupt sind. Weil dort muss ja dann auch schmutziges Geschirr gewaschen werden, die Schwiegermutter besucht, das kranke Kaninchen zum Tierarzt gebracht. Also, ich verstehe, was Sie meinen. Man denkt an, die Scheidung wird ein neues Leben bringen und man ist eigentlich wieder mit sich selbst, mit seinem ganzen, mit seinen Problemen. Sie sagen manchmal auch, Sie müssen eigentlich den Ehemüll der anderen Menschen trennen. Die kommen zu Ihnen und bringen den Ehemüll. Ja, kippen es mir auf den Schreibtisch. Genau. Ja. Haben Sie einen schönen Beruf, Frau Klar? Ich habe einen schönen Beruf, weil ich ja doch immer abends das Gefühl habe, ich habe was Nützliches getan. Mülltrennung. Also auch als Rechtsanwalt denke ich mir, wenn ich nur Leute vertreten würde, die einen Wandverbau bestellt haben und dann kommt der Wandverbau und ist zu rosé im Ton und man muss jetzt da Wandlung oder Preisnachlass geltend machen, hätte ich vielleicht dieses Gefühl der Nützlichkeit meiner Tätigkeit nicht, aber das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich es zu wenig mache. Also die Kollegen, die sich auf Gewährleistungsansprüche spezialisiert haben, die würden jetzt vielleicht aufschreien und sagen, jemand, der einen Rosé-Wandverbau hat und einen anderen Farbton wollte, leidet ja auch. Also sie tun und braucht auch einen Anwalt. Ja. Also da ist man vielleicht ein bisschen betriebsblind. Ich finde meine Tätigkeit nützlich und bin daher, übe es daher gerne aus und bin daher mit meinem Beruf zufrieden. Nun gibt es ja in einer Trennung nicht nur zwei Personen, Mann und Frau, oder auch Frau und Frau und Mann und Mann. In der Schweiz gibt es ja die Ehe für alle noch nicht, aber in Österreich gibt es sie. Also gibt es auch gleichgeschlechtliche Paare, die sich wieder trennen.
sondern es gibt sehr oft auch Kinder. Und über diese Kinder spricht man selten. Es gibt einen Dokumentarfilm der Schweizer Filmemacherin Jacqueline Zünd. Der ist auch nominiert für den Schweizer Filmpreis. Er heißt Where We Belong und der gibt den Scheidungskindern eine Stimme. Aha. Für mich auf jeden Fall ist das Schlimmste, wenn man mich fragt, entscheide dich zwischen deiner Mama oder deinem Papa, dann denke ich mir so, hallo, bist du nicht blöd? So von wegen, spinnst? Es sind meine Eltern, ich will nicht irgendwie entscheiden zwischen ihnen, ich habe sie beide lieb. Hauptsächlich ist es darum gegangen, zu wem kommen wir. Und mein Vater hat uns halt unbedingt wollen. Und er hat uns halt sehr manipuliert. Und er hat halt immer so gesagt, oh, er ist der Ärmste und er ist so krank und immer so Scheiße über unsere Mutter erzählt. Von wegen, unsere Mutter sei nicht fähig, für uns aufzupassen. Kommen zu mir, bei mir wird alles besser, eure Mutter ist schlecht. Das zerstört einen. Das macht einen fertig, wenn dann beide älteren Teile versuchen, dich zu bestechen in diesem Sinn. So mit 4 versteht man das nicht. Und dann geht man auf das ein und dann sieht man, wie der eine die ältere Teil zerbricht, in dem Sinn, wenn er vielleicht nicht damit umgehen kann. Man versteht es nicht und dann ist es schade. Dann denkt man sich so, ich habe euch doch beide lieb, wieso? Was ist jetzt eigentlich los? Sprechen Sie eigentlich mit den Kindern? Nein. Nein, also Kinder haben beim Anwalt, beim Scheidungsanwalt der Eltern nichts verloren. Also auch wenn manchmal Frauen Kinder mitbringen, dann habe ich ein paar Bilderbücher und Stifte und so Zeug, dass die im Vorzimmer warten können. Und nur bei ganz kleinen Kindern lasse ich die mit rein. Und auch da finde ich es unangenehm, weil Kinder nicht so dumm sind, wie ihre Eltern manchmal glauben. Und ich auch bei kleinen Kindern fürchte, dass die verstehen, wovon wir reden. Aber ich spreche natürlich sehr viel über die Kinder. Also ich frage immer meine Klienten sofort, was es an Kindern gibt, wie alt, welche Schulen. Das ist auch ganz interessant für mich. Also ich kann auf die Art, kann ich mittlerweile auch den Leuten schon Tipps geben, in welche Schulen sie ihre Kinder geben sollen und in welche nicht, weil ich da von anderen so viel höre. Aber natürlich stehen also im Zentrum meiner Beratungen steht natürlich die Probleme, die sich daraus ergeben, dass man die Kinder hat, nicht? Es gibt ja auch sehr viele Paare, die haben ein schlechtes Gewissen den Kindern gegenüber. Nein. Nein? Die haben überhaupt kein schlechtes Gewissen. Nein, also was die Leute den Kindern antun, ohne das geringste schlechte Gewissen zu haben, verblüfft mich eigentlich immer wieder. Muss man denn ein schlechtes Gewissen haben? Kinder haben, wie wir ja da auch jetzt gehört haben, in der Regel beide Elternteile gern, wenn nicht einer ein besonderes Scheusal ist, nicht? Und hätten auch am liebsten, dass die Eltern zusammenbleiben. Also den Kindern macht man mit der Scheidung selten eine Freude. Und wenn dann durch die Scheidung auch noch alles andere auseinanderbricht, was den Kindern wichtig war, halte ich das eigentlich für eine Zumutung für die Kinder. Sagt, du kannst nicht mehr in diese Schule gehen, weil dein Vater zahlt es nicht mehr, weil das eine teure Privatschule ist. Ja, nicht? Aber wegen der Kinder zusammenbleiben ist wahrscheinlich auch keine Lösung, wenn man sich die ganze Zeit streitet. Ich weiß es nicht, wenn man die ganze Zeit streitet, ist es für die Kinder sicher schlimmer, aber
Nur wenn sich das Verhältnis der Eltern abkühlt, aber man einander noch halbwegs mit Respekt begegnen kann, denke ich mir, könnte man schon noch ein Weilchen so ausharren, bis die Kinder ein Alter haben, wo sie selber ein Eigenleben haben, wo es ihnen dann nicht mehr so wichtig ist. Frau Klar, das ist etwas, das interessiert mich sehr an Ihnen, dass Sie ja einerseits eine Feministin sind. Ja. Manche sagen, Sie sind eine Kampfemanze. So erlebe ich Sie überhaupt nicht. Aber gerade als Feministin, mir fallen dann Texte ein, wie zum Beispiel die Nora von Ibsen. Das schöne Theaterstück Nora oder ein Puppenhaus. Und diese Nora ist eine Mutter von Kindern. Sie verlässt diese Familie oder will die Familie verlassen. Und der Mann sagt immer wieder, du bist mein Singvogel, du bist wie ein Kanarienvogel. Und sie fühlt sich auch wie in einem Käfig. Und das ist ja die Situation auch von vielen Frauen in der Geschichte immer wieder gewesen, dass sie zwar schon gerne bei den Kindern bleiben würden, aber sie möchten sich auch befreien. Und gerade dieser Befreiungsschlag, den können Sie auch nachvollziehen. Aber da ist ja seit Nora schon viel geschehen. Und die Frau, die im Käfig des Mannes sitzt, also die tut das ja dann heutzutage, wenn dann freiwillig, nicht? Ist das so? Ja, schon. Also die meisten Frauen erlernen einen Beruf und heiraten, also in der Regel heiraten Peers. Also Leute, die einen ähnlichen, oft Arbeitskollegen, Studienkollegen, jemand, den man vom Studium kennt. Nicht? Oft hat die Frau den qualifizierteren Abschluss und die Falle schnappt dann eben insofern zu, als durch das Kinderkriegen sie zurückgebombt wird in die Steinzeit. Nicht? Das ist der Knackpunkt, nicht? Dass es nicht gelingt, diese Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung über die Kleinkinderphase der gemeinsamen Kinder hinüber zu retten. Wechseln wir mal die Seite. Jetzt haben wir über die Scheidung gesprochen, über die Trennung. Was spricht denn eigentlich für die Ehe? Oder man könnte auch mal wieder Max Frisch hervornehmen. Fragebogen von Max Frisch zur Ehe. Da lautet Frage 8 in Fragebogen 2. Hätten Sie von sich aus, Frau Klar, die Ehe erfunden? Möglicherweise doch, ja. Möglicherweise doch. Das hängt vielleicht bei mir auch damit eben zusammen, dass ich als Einzelkind relativ alter Eltern schon immer so ein gewisses Gefühl der Einsamkeit und Vereinzelung hatte. Und ich habe es ja auch schon eben kurz angedeutet, in der Schule habe ich mich nicht so wohl gefühlt unter den Kindern von Russland-Feldzug-Teilnehmern. Bei den sozialistischen Studenten habe ich mich nicht so heimelig gefühlt. Bei den Anti-Amerika-Demos. Die Wiener jüdische Gemeinde ist sehr untergegangen und im jüdischen Religionsunterricht, wo ich teilgenommen habe, waren Kinder, deren Eltern nicht in Österreich aufgewachsen sind und die zum Teil viel religiöser waren als mein eigentlich gar nicht religiöses Elternhaus. Dort habe ich mich eigentlich auch sehr außenseitermäßig gefühlt. Und mit meinem Mann habe ich mich gleich so gefühlt. Und das war für mich schon sehr wichtig, einen Menschen zu haben, zu dem ich gehöre und der zu mir gehört. Und ich finde das ganz viel besser als allein durchs Leben gehen. Also ist für mich alternativelos, wenn man das Glück hat, jemanden zu finden, mit dem man so das Gefühl hat, man geht durch dick und dünn. Das ist auch was Wunderschönes. Ja. Warum muss man deswegen heiraten? Warum braucht es... Warum nicht? Ich frage ja nur, warum braucht es eigentlich noch die Ehe? Ich habe schon gesagt, wir diskutieren in der Schweiz viel über die Ehe für alle. Also man überlegt, ob man dieses Rechtsinstitut ausdehnen soll. Ja. Man könnte aber sagen, um die Diskriminierung zum Beispiel von gleichgeschlechtlichen Paaren abzuschaffen, könnte man auch gleich die Ehe für alle abschaffen.
Dann wäre man ja eigentlich noch toleranter, dann wären alle gleichgestellt. Ja, das hat natürlich dann wiederum einen rechtlichen Rahmen. Nicht? Also aus der Ehe werden doch auch Rechtsansprüche abgeleitet, die für eine Familie mit Kindern schon ganz nützlich sind. Nicht? Also ich habe ehemalige Konzipienten von mir, die haben mittlerweile das 3. Kind, also die haben sich selbstständig gemacht und ich weiß nicht, vielleicht haben sie in der Zwischenzeit geheiratet, aber da habe ich mir schon den Mund fusselig geredet, wie sie noch bei uns gearbeitet haben, gesagt, wenn einem von euch was passiert, und das kann man nicht ausschließen, die halbweisen Pensionsansprüche bei so jungen Leuten wie euch sind ganz niedrig und eine Witwen- oder Witwerpension gibt es nicht, weil ihr nicht verheiratet seid. Das ist eigentlich unverantwortlich. Aber man könnte ja auch einen Vertrag einfach machen. Aber nicht zulasten, entschuldigen, der öffentlichen Systeme. Also, dass man einen Vertrag macht, das würde bald jemand machen. Das mache ich mit der Hausbesorgerin auch, wenn sie mir leid tut, dass sie eine Pension nach mir bekommt. Das geht ja wohl nicht, dass jeder jedem Pensionsansprüche überträgt. Also dafür muss es ja schon, das ist ja ein System, in das alle Menschen einzahlen. Also da kann es ja nicht der Beliebigkeit des Einzelnen überlegen, wen er daraus bedenken will. Also das habe ich ja immer, weil in Österreich ist natürlich ein gewisser Nachteil, kann man sicher anders machen. Bei uns hängt der Witwenpensionsanspruch am Unterhalt. Und natürlich habe ich immer Männer, die sagen, natürlich kann meine Frau ruhig die Pension kriegen, aber Unterhalt zahlen will ich ihr nicht. Nicht? Also und solange man verheiratet ist, hat man zumindest diesen Anspruch auf Hinterbliebenenpension. Nicht? Nach der Scheidung gibt es die Pension eben nur, wenn Unterhalt gezahlt wurde. Nicht? Wie gesagt, das ist ein System, wo man nachdenken könnte, ob man nicht vielleicht lieber so wie in Deutschland ein Pensionssplitting will für Verheiratete, aber das ist eben auch für Verheiratete. Vielleicht denke ich zu utopisch, aber ich würde Sie gerne da noch ein bisschen kitzeln. Ja? Noch einmal, nehmen wir mal an, es gäbe die Ehe nicht mehr. Es gäbe vielleicht die kirchliche Ehe weiterhin. Religionsgemeinschaften würden die Paare segnen und unter den Segen Gottes stellen. Aber das Recht würde sich zurückziehen und sagen, das sind einfach nur privatrechtliche Verträge, die wir schließen. Wenn Sie jemanden heiraten, können Sie das gemeinsam tun und einen entsprechenden Vertrag aushandeln. Warum genau haben wir diese Idee, dass diese Form von Lebensgemeinschaft noch geschützt werden muss vom Staat zusätzlich? Ja, also natürlich hat der Begriff des Staates einen gewissen Wandel. Während es früher die staatliche Autorität war, haben wir doch jetzt fast überall Staatsformen, die dem Schwächeren Schutz bieten. Und wenn jeder sich seinen Ehevertrag selber aushandelt, möchte ich eigentlich nicht wissen, was da drin steht. Von Sexualfreiheit für den Mann und Verzicht auf Unterhaltsansprüche durch die Frau. Und da kommt dann eben die romantische Verblödung, dass es sicher genug Frauen gibt, die jeden Blödsinn unterschreiben würden, weil sie sich eh nicht vorstellen können, dass es je dazu käme. Und da ist es schon besser, wenn der Rahmen dieses Vertrages, weil die Ehe ist ja ein Vertrag, es ist ja ein Vertrag, es ist nur halt vom Gesetz vorgegeben, wozu dieser Vertrag verpflichtet. Also verpflichtet zum gemeinsamen Wohnen, zur Treue, zum Beistand und zur anständigen Begegnung. Nicht? Also das ist der Rahmen, den das Gesetz vorgibt. Halte ich gar nichts davon, dass das jeder sich selber aushandelt. Es ist mir auch lieber, es gibt in der Arbeitswelt Kollektivverträge, als jeder Unternehmer bestimmt selber den Lohn und den Urlaubsanspruch der Arbeitenden. Ich habe diese Frage nur so gestellt, weil es eine Diskussion gibt in der Philosophie, zum Beispiel die Genderwissenschaftlerin Sushila Mesquita oder die Philosophin Elizabeth Brake, die arbeiten zu diesen Themen und fordern diese Abschaffung der Ehe, damit zum Beispiel auch polyamoröse Paare nicht diskriminiert werden, dass alle Formen von Lebensgemeinschaften gleichgestellt sind. Aber ich höre jetzt, dass man sich in der Liebe ein Stück weit immer ja auch verletzlich macht. Man kriegt eben gemeinsam Kinder.
Man wird muss alt und hässlich. Und deswegen braucht es diese Formen von Schutz. Nun ist es aber so, unsere Gesellschaft wandelt sich und viele Menschen lassen sich scheiden. Ich finde interessant, mir fiel noch dieses Spiel ein, vielleicht haben Sie selber auch mal dieses Spiel gespielt, Spiel des Lebens. Nein, das wurde in den 60er Jahren schon entwickelt, kann man immer noch kaufen. Im Spiel des Lebens kriegt man ein Auto, man kriegt ein Männlein und ein Weiblein. Wir haben der Vollständigkeit halber auch ein Auto gemacht mit 2 Männlein. Das war aber im Spiel nicht so vorgesehen. Ja. Männlein und Weiblein und dann kriegt man Kinder, maximal 4, wie man sehen kann. Ja. Und man fährt durchs Leben, man wird reich, also man ergreift Berufe, man wird reich, man baut Häuser und so weiter. Scheidung ist in diesem Spiel des Lebens nicht vorgesehen. Aha. Im Spiel des Lebens heute, Frau Klar, ist die Scheidung bei vielen Menschen ja irgendwie vorgesehen. Leider, oder was würden Sie dazu sagen? Ja, also es wird immer darauf hingewiesen, 40% aller Ehen scheitern. Das sind auch die Zahlen in Österreich, die ich immer höre. Aber das bedeutet, eine Scheidung bedeutet doch immer ein Scheitern. Es heiratet niemand, weil er sich scheiden lassen will. Und man sagt so, ja, natürlich kann eine Ehe auch schief gehen. Das sagt man so, wie man in ein Flugzeug einsteigt und weiß, es könnte auch abstürzen. Aber man rechnet doch nicht damit, sonst täte man es nicht. Nun ist natürlich der Flugzeugabsturz doch ein bisschen weniger wahrscheinlich wie die Scheidung. Als die Scheidung, ja. Trotzdem ist es jedes Mal eine Kränkung. Also diese Vorstellung zu sagen, und dann ist halt unsere Ehe heißer, sie ist gescheitert und jetzt sehen wir es beide ein und jetzt hüpfen wir zum Gericht und lassen uns scheiden und bleiben beste Freunde. Das halte ich für eine ganz sadistische Werbemaßnahme, mit der man allen Leuten ein schlechtes Gewissen machen will, bei denen es nicht so klappt. In Wirklichkeit ist es natürlich die Kränkung, dass man sich vom anderen nicht mehr geliebt fühlt. Dass, wenn man jemanden gerne hat oder gern gehabt hat und der mag einen nicht mehr, das ist eine Kränkung. Das kann also doch kein Mensch wegleugnen. Vielleicht sieht man auch ein eigenes Scheitern. Das kann also auch sehr tiefgreifend sein, weil man vielleicht etwas wiederholt, was man bei den Eltern gesehen hat und immer anders machen wollte. Man hat die Probleme mit der Vermögensteilung und dem sinkenden Lebensstandard. Man hat die Probleme mit den Kindern, die die Scheidung in der Regel nicht wollen. Also ich glaube, es werden die Schwierigkeiten und negativen Seiten der Scheidung werden so ein bisschen wegretuschiert. Und natürlich würde ich hier schon sagen, doch immer von denjenigen, die die Scheidung wollen. Und das sind halt eben die Männer mit der Alternative, die dann sagen, tu dir nichts an und so 40% aller Ehen scheitern und was soll das. Aber ich glaube, das ist eine Verleugnung, welches Kränkungspotenzial und welcher finanzielle Einbruch mit einer Scheidung verbunden ist. Also man sollte das nicht bagatellisieren. Zum Schluss, Frau Klar, ärgern Sie manchmal Ihre Klientinnen? Gehen die Ihnen manchmal auch auf den Wecker? Ich meine, Paare, die sich streiten, das ist manchmal ja auch ein bisschen unangenehm. Also die Leute kommen ja zu mir, weil sie sich streiten. Also wenn ich mich darüber ärgern wollte, müsste ich eben doch Gewährleistungsansprüche gegen Möbelhersteller mehr vertreten, nicht? Letztlich ist auch der Anwalt ein Dienstleister und kann sich die Klienten nicht wirklich so aussuchen. Und im Gegenteil, finde ich, ist es ja schon so, dass meistens Anwälte und Klienten irgendwie zusammenpassen und sich auch gegenseitig ein bisschen sympathisch sind. Und daher, glaube ich, habe ich also diesbezüglich auch weniger Arbeitsleid als Leute in anderen Berufen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich hoffe, ich habe Sie nicht geärgert. Vielen herzlichen Dank. Ganz im Gegenteil.
Ja, nächste Woche spricht Yves Bossard mit dem bekanntesten forensischen Psychiater der Schweiz, nämlich mit Frank Urbaniok, über sein neues Buch, das in diesen Tagen erscheint, und über das gefährliche Tier in uns. Und jetzt gleich folgen wir einer der größten Stimmen unserer Zeit auf ihren neuen Wegen. Die Starsopranistin Barbara Hannigan dirigiert ihre erste Oper und besetzt diese mit jungen, unbekannten Stimmen. Lassen Sie sich verführen vom Gesang, bleiben Sie gesund. Bis bald.